Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Zelda Skyward Sword. Und ihr seht richtig, ich bin immer noch hier im Wolkenhorden. Das hat einen guten Grund. Und zwar, der genau über uns. Nicht ganz über uns. Hä? Da vorne ist er. Scheiße, Terry, bleib hier. Ganz genau, denn wir wollen ja noch zum Terry-Händler. Menschensgüte, hey. Bleibst du mal hier? Link kann gleich nicht mehr. Scheiße. Und Terry ist abgehauen. Dieser alte Sack, hey. Ich frage mich sowieso gerade, wie kommen wir da überhaupt hoch? Link, Schwert weg, danke. Also gut, dann müsste jetzt rein theoretisch wieder hierhin zurückkommen. Irgendwann, sobald er mal Lust hat. Ah, da kommt er ja schon. Ich frage mich jetzt echt, klappt das auch mit der Schleuder? Versuch macht klug, wa? So, Terry, komm mal runter. Beziehungsweise komm mal her, damit du runterkommen kannst. Na? Menschenskind hat er lange. Gut, jetzt kann er langsam. Und... angespannt und... Feuer! Voll daneben. Okay, die Höhe noch einbrechen und... Yep. Nee. Jetzt! Klingeling! Und jetzt? Na klar, lässt einfach ein Seil runter. Haha, der ist auch nicht übel. Na? Link? Greifen! Jo! Ist zwar kein Greifhaken, aber wir greifen trotzdem gerne. Was loslassen? Kann ein bisschen zu früh sein. Toll, was jetzt? Ah! Not bad, Terry, not bad. Und rein in die gute Stube. Jetzt bin ich mal gespannt. Was verkaufst du denn alles, Alter? Okay, hätte sogar einen Computer. Was zum Henker? Oh ja, der altbekannte Terry-Händler aus Wind Waker. Meine Güte, die gibt's hier schon? Wieso gibt's ja eigentlich noch Green of Time nicht mehr? Generation übersprungen oder was? Ah, sorry Leute, bin gerade ins Mikro gekommen. Dies ist mein Laden. Hier gibt es alles, was ein Herz begehrt. Zieh dich nur in Ruhe um. Ah, eine Sache noch. Es wäre nett, wenn du nicht nur gucken, sondern auch etwas kaufen würdest. Okay, offenbar muss er hier die ganze Zeit trampeln, damit wir in der Luft bleiben. Dann trampeln wir mal schön weiter. Oh, mit dieser Zusatztasche kannst du ein Item mehr bei dir tragen. Wow. Damit werden deine Reisen um ein Vielfaches angenehmer. Was sagst du dazu? Sie kosten nur 300 Rubine. Du hast es doch nicht mal in deiner komischen Afro-Frisur, hey. Oh, sieht schon noch ein wenig weiter um. Hab ich sowieso vor? Was soll denn das sein? Herzmedaille? Die Lebenskraftmedaille. Sie entfaltet ihre Wirkung schon, wenn du sie bloß bei dir trägst. Und wie der Name schon sagt, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was sie bewirkt. Probier es einfach selbst aus. Ja, nee. 800! Lass dich mal eine Schrauben locker, oder was? Der spinnt doch. Oh, sind nur noch ein bisschen weiter oben. Okay, was hat's hier noch? Das ist eine überaus praktische Zusatzgeldbörse. Damit kannst du 300 Rubine mehr tragen. Ist das nicht großartig? Du willst es doch bestimmt, oder? 100 Rubine gehört zu dir. Na, bist du dabei? 100? Ja. Habe ich nicht ganz. Obwohl, das klingt gar nicht mal so schlecht. 300 mehr. Oh, was ist noch ein wenig weiter um? Ja, und das hier? Oh, und dann setze ich alles für das Schmetterlingsnetz. Damit kannst du Insekten einfangen. Das macht Spaß und ist auch noch sehr nützlich. Und Rubine ist auf fairen Preis. Sind es nicht auch? Ich weiß nicht, 5 Rubine, das will zwar gerade reichen, aber dann habe ich nachher nichts mehr. Da könnte ich mal eigentlich gleich noch schnell runtergehen, nach 100 Rubine sammeln für die Geldbörse. Nein, weißt du was? Noch nicht, ich hole es beim nächsten Mal. Oh, sind noch ein wenig weiter oben. Ja, ich gehe mal wieder. Tschüss! Bitte warte einen Moment. Du bist ganz schön schwer. Wegen dir muss ich von ihr in die Pedale treten. Und jetzt willst du gehen und etwas kaufen. Pah! Na los, sieh, dass du wegkommst. Wollte ich gerade, Alter. Hä? Was zum Henker war denn das? Alter, wenn du noch einmal um die Finger kommst, hey, ich schwöre dir, ich schneide deine dämliche kurze Afro-Frisur ab. Wo ist er? Wo ist der Alte? Hallo? Ah, der ist noch hier oben. Hä? Link, geh nochmal rauf da. Den kämpfe ich mir jetzt nochmal vor. Ja, wo ist das Seil? Wo ist das Seil? Hä? Zum Verarschen oder was? Lass das Seil runter. So, jetzt bist du völlig, Alter. Link, greif das Seil und dann vollbringen wir die Tat. Dann werden wir uns rächen. Rache ist Blutwurst.
Harry. Doofer Terrier, jetzt bist du fertig. Ja, ich bin's, ich bin da und jetzt bist du... liegt sie ein Schwert? Fuck, man. Das haben die Entwickler bestimmt so eingeplant. Die wussten, dass wenn er mich hier runterschmeißt, dass es dann wieder voller Zorn hochkommt und ihm eins über den Scheitel ziehen würde. Und deshalb haben sie es einfach mal rausgetan. Ja, gib mir noch das Scheißteil. Ich nehme es. Das Schmetterlingsnetz erhalten. Ah, das dritte Item. Thank you, ja. 0 Rubine, ganz toll. Tschüss. Also dich knöpfe ich mir schon noch vor. Keine Sorge. Wir sind hier oben. Wieso kann ich hier hoch? Wow. Aussichtsplattform oder was? Ah, nichts gewesen mit den Spesen. So. Das ist auch erledigt. Wir haben das Käferfangnetz. Okay, wie funktioniert das jetzt? Ah, mit A ausrüsten mit A bewegen und so. Der Kleine will was von uns. Ja. Ja, was bist denn du? Hey, Michael. Was, du hast einen Terrorisladen? Pah, du doofer Angeber. Hey. Musst du gerade sagen mit deiner... was hast du eigentlich für eine Frisur, Mann? Wir haben nach dem Friedhof zusammen gespielt. Man mich gerufen hat, bin ich nach Hause gelaufen. Was ist denn passiert? Ja, es ist verschwunden. Okay, im Friedhof? Da ist am Tag gar nichts. Ganz toll. Ah, die erste Frucht. Perfekt, jetzt wollte ich eigentlich was anderes holen gehen. Insekten suchen. Seht ihr das? Was zum Henker? Da ist eine Schatztruhe. Hä? Wieso zum Henker sehe ich die? Wieso sehe ich die jetzt erst? Reicht das echt? Jetzt reicht doch niemals zum Rüberspringen, fliegen wir auch immer. Eine höhere Plattform habe ich nicht, also heißt wieder mal... Geronimo! Ja, doch, es reicht, es reicht! Es reicht, das ist doch genial! Es ist eben nicht genial. Fuck, man! Ich kann es nicht aufmachen! Scheiß Truhe, Mensch! Ja, ich glaub's einfach nicht. Wisst ihr was, Leute? Ich hau jetzt ab. Tschüss! Komm her, Kamin roter Vogel! Juhu. Und ab geht die Post! Yeah! Oh, mir fällt gerade was ein. Hat Fanny mal was erwähnt von den Truhen hier? Seht ihr das? Jetzt ein Ort. Und hier oben auch noch, wo wir offenbar noch etwas holen können. Ich weiß, das mache ich noch schnell. Nach geht's nach Eldin! Bin ich sagen richtig? Komplett falsch, ganz toll. So, stimmt's jetzt? Ja, jetzt stimmt's. Also, gewinnen her, Vogel! Bald bin ich vogelfrei, da vorne muss es sein. Es ist schön ruhig hier oben. Kein Lüften oder so, das uns behindern könnte. Nichts, kein schwarzer Tornado, Sandtornado oder so. Wow. Okay, abspringen, abspringen, abspringen. Das war knapp. Das ist doch die gleiche Truhe wie vorhin, aber... sie erscheint jetzt plötzlich in den Farben von Fei. Was zum Henker? Okay, hier geht's nicht. Hier! Aufmachen! Okay, was ist denn hier drin? Ein Herzteil! Ich werde irre! Sagen wir, um den Lebensenergie zu erhöhen. Freunde. Ups. Falsche Taste. Ich habe schon 3 Herzteile. Ist das krass. Alles klar, dann auf zum ersten. Vielleicht gibt es schon das 4. Herz, würde ich gerade sagen. Bevor mich den gerade mit Pfeifen unterbrochen hat. Da gibt es 2 Leuchtsäulen. Die grüne für den Wald von Fire und die rote in das Reich von Eldin. Ja, was ist das da? Das Rot? Wow! Ah, der schießt nach mir! Ist denn der komplett irre? Sturzflug! Guck, jetzt noch das andere Ziel. Ah, ich fliege genau drauf zu. Was war das gerade? Ah, nicht schon wieder einer! Das erinnert mich ein bisschen an Wind Waker. Ich glaube, auf dem Offenmeer ja auch solche dämlichen Tornados. Da will ich hin, genau da. Und. Abflug!
Bingo. Und schon bin ich hier. Was gibt's hier? Kürbisse. Kürbissuppe. Yeah. Per Rubine? Nee, Herzen. Auch nicht schlecht. Was ist das hier? Haha, aufgespießt. Das ist mal cool, wa? Einfach mit der Stichattacke und aufgespießt. Okay, jetzt gibt es ja irgendwo aber doch trotzdem noch eine Truhe, habe ich doch gesehen. Was soll die jetzt sein? Nee. Kürbislager oder was? Egal. Wo ist die Kiste? Ich suche die Kiste. Ja, der Link ist schon gut. Wir wissen, du bist kein Marathonläufer. Okay, eine Fußstatue hier. Wieso zum Henker? Ah, da ja, ist es ja schon. Weiteres Herzteil? Komm schon. Noch ein Herzteil. Nur noch eines. Die Abenteuertasche? Weiteres Item mit dir. Was zum... Ah, hey, ist das geil, ey. Jetzt könnten wir, falls wir irgendwo noch ein Item auftreiben, das gleich hinzufügen. Müssen nicht erst wieder ins Itemlager gehen. Jetzt nimmt es noch trotzdem Wunder. Was zum Henker ist das hier überhaupt? Was zum... Okay, jetzt eine Schranke. Kann ich den aufmachen? Jawohl. Ja, weiß ich doch. Nicht in anderen Leuten Schränken stöbern. Alles klar. Das ist ein Gasthof oder wie? Da oben ist ein Herzteil, Freunde. Wieso ist auf dem Kronleuchter ein Herzteil? Wow, wie sie aussieht. Oh, ist das eine riesige Tafel hier. Kürbisbar. Okay, wieso nicht? Der Typ hier will was von uns. Wer bist du denn? Egal. Oh, hallo. Hi. Hallo du siehst aus wie ein Ritter aus dem Wolkenhort. Habe ich recht? Nimm doch Platz und entspann dich ein wenig. Oh, dir sind die Rubine in unserem Kronleuchter aufgefallen? Jawohl, ja, das Herzteil. Ist auch bloß nicht die Rubine von dort oben herunter zu bekommen. Ja, wir auch ohne Greifhaken. Manche Leute behaupten, man könne den Kronleuchter zum Schwingen bringen, indem man etwas anrempelt und die Rubine würden fallen. Wie dem auch sei. Denk nicht mehr dran. Okay, sie hat uns gewarnt. Was heißt das für uns? Wir machen es erst recht. Trotzdem. Was? Irgendwas anrempeln damit? Muss trotzdem nochmal schnell gucken. Okay. Was zum Henker sollen wir jetzt hier anrempeln? Hä? Moment mal. Also offensichtlich gibt es hier eigentlich nichts. Allerdings der Deckenbalken sieht irgendwie von der Farbe her anders aus. Heißt, es muss hier hier anrempeln. Link, nimm Anlauf und... Jups. Nix. Okay. War also doch nicht das. Moment mal, den kennen wir doch. Was machst du denn hier? Hey, Michael. Hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen. Du weißt sicher, was ich hier treibe. In allererster Linie frage ich mich mal, wer du bist, aber... ja, stimmt. Was treibst du hier? Bestimmt habe ich es schon einmal erwähnt. Ich liebe Insekten. Ach ja, stimmt, der Insektenfuzzi. Und genau deshalb bin ich hier, um Insekten für meine Sammlung zu fangen. Wenn du bereits ein Schmetterlingsnetz hast, kannst du gleich loslegen. Und falls du noch keins besitzt, kannst du eins im Terraslan kaufen. Ich hätte ihm zwar lieber sonst wie abgenommen und ihm damit den Schädel übergezogen, aber ja. Okay, sonst hat sie oben nichts mehr. Achtung, Kronleuchter an dieser Stelle, bitte ruhig verhalten. Was heißt das für uns? Ganz genau. Kopfschmerzalarm! Okay. Moment mal. Einmal anrempeln bringt das Teil zum Schwingen. Wie wäre es nämlich zweimal? Und zwar hintereinander. Dreimal und... Ups. Was glaubst du eigentlich, was du da oben treibst? Das frage ich mich gerade auch. Scheiße. Was war, dass du runterkommst, klar? Oh oh. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich habe keine Rubine mehr. Scheiße. Weißt du was, Alter? Ich bin mal so sozial und nimm mir das Teil einfach. Mein Herz wiederhalten, wir haben einen vollständigen Herzcontainer und dann nehmen sie Energie wird mein Herz erhöht. Geil. Herz Nummer 8. Bestimmt ist das nicht so, dass ich etwa auf der Stelle tot umfallen. Von mir aus. Was will es von mir? Gar nichts, ich wollte vorbeilaufen. Das Wolkenhorn-Monster, das glaubst du mir doch, oder? Eigentlich ist es gar kein Monster, ein Dämon und niemand überlebt die Begegnung mit ihm. Was willst du wissen, ob ich ihn schon mal gesehen habe? Ist mir eigentlich egal. Moment mal.
Dämon? Das bedeutet doch Cookie, die ist doch auch einem Dämon begegnet, zumindest sagt man das. Okay, erzähl mal ein bisschen. Ich habe ihn gesehen. Ich kann auch nur davon berichten, weil ich die Beine in die Hand genommen habe und geflitzt bin. So schlimm ist er? Jemand mit weniger Glück hätte mit Sicherheit ins Gras gebissen. Oh, die arme Cookie. Wie dem auch sei, ich habe dieses Biest mit eigenen Augen gesehen und lasse mir nichts anderes erzählen. Ich lief also gerade in der Nähe des großen Baumes auf dem Friedhof mitten in der Nacht. Okay, und in der Nacht ist rot hervorgehoben, das heißt für uns, wir müssen da nachts mal vorbeischauen. Der Dämon schlug auf den Grabstein im großen Baum, welcher sofort hell aufleuchtete. Dann schob er den Grabstein zur Seite und plötzlich öffnete sich die Tür zum Schuppen. Der Dämon ging hinein und schloss mit einer für eine Bestie sehr unübliche und elegante Tür hinter sich. Ich werde diesen Augenblick meines Lebens nicht vergessen, halte ich nachts vom Friedhof fern. Eigentlich ein weiterer Grund für uns, nachts mal auf dem Friedhof vorbeizuschauen. 5 Rubine mehr, ich habe noch 2 gesehen, nicht? Okay, noch einer. Okay, Alter, ich habe jetzt 7 Rubine, die kannst du von mir aus haben, na? Das soll nicht wahr sein, das hast du getan. Mein handgefertigter Kronleuchter ist komplett ruiniert. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in den Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Nur, bist du damit einverstanden? Nö? Ich habe schlecht, du hast Nerven zerstört den Kronleuchter und glaubst dann auch noch ungeschoren davon zu kommen. Tja, offenbar schon. Bist du auf den kaputten Kronleuchter aufzukommen? Ja, von mir aus, gib mir Arbeit. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Alles gut wäre es, wenn du als erstem Schwermeister wohlgenommen eine Suppe bringst. Ja, das klingt eigentlich einfach. Er gehört zu unseren Stammgästen und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also, willst du die Suppe bringen? Weißt du es bist. Du hast gar keine leere Flasche. Ups. Wenn du Suppe mitnehmen möchtest, brauchst du eine. Okay, wenn du eine leere Flasche antanzt. Also Leute, merken wir uns, sobald wir eine leere Flasche haben, kommen wir hier zurück. Immerhin, wir haben ein Herzteil erhalten. Ist doch auch nicht schlecht. Schauen wir kurz auf die Uhr. Wir haben noch 3 Minuten. Das wäre eigentlich noch die perfekte Zeit, um schnell nach Eldin aufzubrechen. Wisst ihr was? Jetzt will ich doch erst nach Cookie finden. Das heißt, ich mache den Part ein bisschen länger. Das heißt ein bisschen, vermutlich wird locker 10 bis 15 Minuten länger sein. Ich weiß nicht genau, wie lange das dauert, aber wir gehen zurück in den Wolkenhort, machen dort ein Schläfchen. Wo ist der Wolken überhaupt? Da oben dürfte er sein. Ja, wegstecken, Link. Machen dort ein Schläfchen und dann gehen wir nachts auf den Friedhof. Vögelchen, komm her! Und ja, wo steuerst du denn hinter, dämliche Vogel? Hä? Hey Leute, mein Cursor geht nach links. Okay, jetzt geht's offenbar wieder. Was ist das gerade? Und ich frage mich immer noch, was diese Wolkenkuppel da hinten überhaupt zu bedeuten hat. Kommt da demnächst dieses schwarze, bösartige Vieh hervor oder was? Oh Mann, noch so viele Fragen in dem Spiel und ich habe das Gefühl, wir haben nicht einmal 1/20 des Spiels hinter uns. Das bedeutet jede Menge Fun auch für uns, jede Menge Action, jede Menge Fails für mich. Oh Mann. Ich gehe jetzt mal direkt in mein Zimmer, komme überhaupt so weit? Ja, da ist es. Und. Ups. Ich hoffe, das stimmt soweit, aber. Parajal. Und hier bin ich. Bin da. Wer noch? Also Mike, weiß ich nicht, wo unser Zelda ist? Der fragt mich jedes Mal das Gleiche. Hey, ich hab Probleme mit Cookie. Hallo. Was? Der hat Alzheimer reloaded. Ich glaub's nicht. Oh Mann. Egal, wie gesagt, jetzt gehe ich erstmal ein Schläfchen halten. Dann ab auf den Friedhof. Gehen wir uns in diesem Part noch etwas gruseln, Freunde. Und dann aber am Ende des Parts wirklich auf dem Weg nach Eldin. Wird auch langsam mal Zeit. Wo war jetzt mein Zimmer? Wo war es schon wieder? Ja, Grußzimmer, das war's nicht. Strußzimmer. Badosreich. Da dürfte das eigentlich nicht mein Zimmer sein, wa? Ja doch, es ist hier. Gegenüber von Bado. Meine Fresse. Also Freunde, ja, ich mach kurz ein Schläfchen. Bis einfach zu schlafen bis nachts.
Ah. Erholen wir uns ein bisschen, Freunde, von dieser langen Strapaze. Bis gleich. Ah. So, also aufgeschultert. Und es ist Nacht. Es ist alles stockfinster. Hallo, ist jemand da? Jemand wach? Nee. Sind alle am Pennen, Freunde. Alle am Schlafen. Sehr gut. Das heißt, wir haben sturmfreie Bude. Naja, nicht ganz, aber sturmfreie Bahn, wollte ich gerade sagen. So, Mann. Sorry, mein Fehler. Wir haben zumindest freie Bahn für unsere Aktion, Freunde. Genau das, was wir wollten. Nachts wird es hier nicht abgeschlossen. Interessant. Jetzt wetten können, dass ich mich irgendwo rausschleichen muss oder so. Es ist tiefste Nacht. Überall brennt noch Feuer und die Lichtsäulen natürlich. Und ich frage mich gerade, sehen die anderen die Lichtsäulen eigentlich nicht oder was? Sag mal, aber sonst geht's noch gut, ja? Kann ich so überraschen? Ah, ein Glibber. Das Glibber haben ich besonders Hütchen für eine Vielzahl an Dingen anwendbar. Ja, das glaube ich sofort. Und wir haben wieder einen. Vielleicht wird das nächste Shield-Upgrade. Wer weiß, wer weiß. So. Den hätten wir erledigt. Jo. Ist das eigentlich gut? Hä? Das bringt doch gar nichts, den hier hinzuschieben, weil wir kommen ja sowieso auf einem anderen Weg nach oben. Also den Sinn verstehe ich nicht ganz, aber egal. Ist überall noch durch. Wo ist der Friedhof? Hä? Fledermause? Hier? Draußen? Die sind doch normalerweise in Höhlen. Wow, der schon wieder! Nicht das aggressive TV schon wieder, das ist unbesiegbar. Wow! Das war knapp. Link. Das ist nicht der perfekte Zeitpunkt, um sich auszuruhen. Wow! Das war knapp. Das war zu knapp. Dann nochmal kurz die Karte schauen. Da bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt nochmal zum Vieh. Die sind nachtaktiv. Scheiße. Beziehungsweise nach der Jagd inaktiv. Ich merke gerade, ich war hier überall auch noch nicht drin. Verdammte Scheiße. Es gibt noch so viel zu entdecken, Freunde. Aber ich will euch auch doch mit Action und so überraschen. Juhu. Überraschen, vor allem unterhalten. Hallo? Ignorieren sich wieder die Saftsäcke. Ist auch nicht übel. Ich habe ich auch noch nicht. Mein Gott, es gibt so viel noch zu entdecken in dem Spiel. Aber uns läuft die Zeit davon, also. Ganzer Plan zuerst zum Friedhof. Wo ist er jetzt? Müsste eigentlich hier sein, oder? Jo, hier ist er auch. Ja, komm schon! Ja. Problem gelöst. So, wie war das jetzt mit der Schuppe oder so? Nicht ganz, war? Da war es mit dem Reingehen. Ich dachte, ich hätte etwas gehört, aber egal. Ne, da komme ich nicht hoch. Ich will den... Hä, kann er nicht ziehen oder was? Und tschüss. So, komm jetzt. Link, beweg den Grabstein. Nee, schieben. Danke. Dann schieben wir einfach mal alle. Bringt gerade gar nichts. Ja. Okay, im 5er immerhin. Wieder mal, wow. Wieder mal zum Grabräuber geworden. Das wäre... wäre ein Sturz ins Nirgendwo gewesen, wa? Naja, ein Wolkenvogel kommt bestimmt auch bei Nacht. Ich meine, der muss auch nicht schlafen. Hey, der muss nichts fressen, der muss nicht schlafen. Der muss einfach nur für mich da sein. Ja, das war wohl fehl, wa? Oh Mann, was hat denn der Typ vorhin schon wieder erzählt hier? Von wegen, was man im Friedhof macht oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh oh. Haben wir soweit alles verschoben. Da gehe ich mal hier rein. Wenn nicht reingeht. Hä? Moment mal. Ah. Das war jetzt eigentlich gar nicht geplant.
Ich dachte, müsste hier was... okay. Dann ist hier gar nichts, oder wie? Moment mal. Was ist denn das da oben? Link, bleib gefälligst. Link! Sag mal, willst du mich verarschen? Ja, du willst mich wirklich verarschen. Komm, da kommst du doch hoch. Das sieht verdächtig aus. Komm schon, Kleiner. Okay, er will nicht. Wieso auch immer, er will nicht. Hä? Achso, das ist Zelda sauer, ja. Wissen wir doch alles, wissen wir. Aber trotzdem, wie komme ich jetzt zu Cookie? Da dahinter könnte sich irgendein geheimer Gang auftun, aber dem ist ja offenbar nicht so. Hier komme ich auch nicht rein, wa? Das heißt, hier hat es keine Tür oder so, nichts. Da ist so ein Lagerhallen, wieso brennt hier eine Fackel? Hä? Das magisches Feuer, das kommt immer wieder. Haha. Auch nicht übel. Nee, bringt definitiv nichts. Jetzt geht die lange Sucherei wieder los, Freunde. Oh Mann. Achso, hier unten geht's rein. Und Tür öffnen. Und in die helle Stube eintreten. Wer wohnt denn hier? Moment mal. Die Melodie kenne ich doch aus Ocarina of Time. So Antiquitäten, das ist mein Hobby. Filtergegenstände sind äußerst wertvoll. Pass auf, dass du nicht so einen kaputt machst. Sagst du gerade den falschen, aber okay. Was hat die Alten hier drin? Nicht nur an den Schränke stöbern. Ja, ist ja gut. So, was hast du denn zu berichten? Ah, du bist, was willst du? Einkaufen. Was heißt einkaufen? Das ist jetzt ausmacht, dass morgen in meinen Laden zu kommen. Okay, der ist nicht gerade happy drauf. Wieso auch immer. Oh, sorry Leute. Ich lasse mich da gerne mit der Musik mitreißen, wisst ihr. Was mache ich bloß falsch? Wo mache ich den Gedankenfehler? Weil theoretisch müsste doch jetzt irgendetwas mit Cookie passieren. Wäre ich bloß im falschen Haus. Könnte natürlich auch sein. Okay, das ist glaube ich die besorgte Mutter, das ist, nee, das ist eine andere, ja? Hallo, reinspaziert, ist Kuka auch schon fleißig in der Schule? Ach so, Kukas Mutter, ich dachte doch, der Zinken kommt mir bekannt vor. Ja, steht's nicht schlecht an, also. Kann man nicht meckern, hä? Willst du etwas nach Hause gehen? Als du unterwegs Kuka beginnst, reden wir mit ihm, ja? Okay. Gut, du. Link ist ja so etwas wie ein Pfadfinder, wa? Jeden Tag eine gute Tat, könnte man fast sagen. Egal. Auf mit dir, Link. Jetzt bin ich hier oben. Ganz genau, da wollte ich eigentlich ursprünglich hin, hatte nicht geklappt, also jetzt in dieses Haus. Verdammt nochmal, wo ist dieser Cookie? Cookie, wo ist der Keks? Ah, hier und der. Ja, nicht schön, wer bist du? Reden. Mein Junge treibt mich noch zu Weißglut. Können Sie ihm nicht ins Gewissen reden? Oh mein Gott, der Opa. Ständig werkelt er bis spät in die Nacht in diesem Roboter unserer Vorfahren herum. Hä? Roboter? Leute, dieses Spiel spielt im Prinzip chronologisch betrachtet als erstes Zelda-Spiel. Okay, gut, ob es wirklich so ist, weiß man noch nicht genau, aber es spielt noch vor Ocarina of Time. Und hier soll es schon Roboter gegeben haben. Na, also ich bin noch allein unterwegs, mein Freund, pass bloß auf. Das ist wirklich unvermeidbar ist. Okay, wieso auch? Ich meine, hä? So gefährlich ist nun draußen auch wieder nicht. Die wollen mich doch hier alle verarschen. Ich sehe keinen Geist, nichts, also. Wieso sollte ich nachts nicht rausgehen? Eine Fledermaus. So ein komischer Typ wieder mal. Und tschüss. Wieder mal ein Glibberschleim und ein Herz. Das Herz brauchen wir zwar nicht. Oh! Hätten wir das fast gebraucht.
Was ist denn hier oben? Ich dachte gerade, ich hätte etwas gehört, aber das ist wohl die Lichtsäule. Hä? Kann ich was machen? Nee. Seltsam. Wirklich ein seltsamer Ort hier, Freunde. Nö, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Das ist doch seltsam hier. Steht vielleicht auf der Karte irgendwas? Zoom, 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 nee. Wenn du cool kannst. Aha, das sind die Häuser, die ich bereits betreten habe. Sehr gut, aber hier gab es noch eins. Moment mal. Nach Richtung schaue ich jetzt. Ah, genau. Das heißt, hier drin waren wir noch nicht. Hier oben geht's nicht lang. Okay. Hallo, noch jemand wach? Oder auch bin da, wer noch? Was ist mit dir los? Dieses Kind einfach nicht schlafen, was mache ich nur? Wo ist denn die Mutter? Ah, meine Frau. Sie arbeitet den ganzen Tag im Laden und braucht ihren Schlaf. Wenn sie ihren Schlaf bekommt, ja, kannst mir denken. Dann wird sie du Furie. Ach so, da schlaft sie. Oh mein Gott, soll ich sie aufwecken? Naja, wieso nicht? Hallo! Ach du Scheiße, schlimmer als ein Sägewerk. Achso, das Baby schreit. Nichts Wichtiges. Soll sich doch der alte Sack selber darum kümmern. Ich bin zwar hilfsbereit, aber meine Hilfsbereitschaft hat auch ihre Grenzen. Ganz ehrlich, Freunde, das einzige Unheimliche hier in der Nacht sind einfach diese scheiß Dinge da vorne. Hier, siehst du? Hier! Und schon haut es ab. Na, was ist denn? Was ist denn? Du gehst mir auf die Nerven! Tschüss! Voll ersäuft. Ja, was ist? Er schaut mich böse an. Hä? Habt ihr gerade... Sind das Insekten? Das sind Glühbirnchen! Cool, die hole ich mir noch schnell. Vorausgesetzt, ich kann hier schwimmen, problemlos. Ja, geht einigermaßen. Okay. Und ich hab's gefangen. Ein Wolkenglühwürmchen gefangen. Das seltenste Insekt überhaupt. Das gilt als das seltenste Insekt überhaupt und kann ausschließlich an dunklen Orten gefunden werden. Wow, Freunde, das seltenste Insekt überhaupt. Krass, wa? Jetzt nochmal. Ne, ist eine Fledermaus, die brauche ich nicht. Und tschüss. Tot will ich sie sehen, aber sich nicht fangen. Ne, hier ist auch nichts. Ich dachte, ich hätte ja zwei gesehen. Noch meine ich. Okay. Ach, da ist noch einer. Ja klar, auf der anderen Seite wollte mich verarschen. Kommt her. Oh, das Vieh kommt unten rechts auch schon. Ne. Ah, Menschenskind. Kommt hier mal her. Okay, soll ich mich jetzt gruseln oder was? Ich weiß jetzt nicht so recht. Muss ich mich gruseln, weil das Vieh offenbar von einem Geist getragen wird oder weil es vielleicht fliegen kann? Scheiße. Ja. Und fail. So, komm, ein zweites will ich noch fangen. Nee, auch nichts gewesen. Wenn ich jetzt hier warten, bis man lang kann, oder wie? Kommt her, weil ich es bin. Hallo, wo seid ihr jetzt? Ich sehe es nicht mehr. Scheiße. Was ist denn da drüben? Mann. Ah doch, jetzt kommt eins. Und so zieht der Part auch in Längen. Ich merke gerade, die Zeit geht hier überhaupt nicht rum. Ah, duschen wieder. Das heißt, duschen wieder ist einfach nur ein Artgenoss von den anderen. Wo ist jetzt diese Cookie? Wer weiß, was habe ich von oben ja einen besseren Überblick. Und sonst beende ich den Part halt so, weil ich kann den Part ja keine Stunde lang oder so machen. Dann geht's halt doch erst den ersten Part nach Eldin. Hey, wieso leuchtet der Boden hier? Was zum Henker?
Mit Licht einem Helden, der im hellen Schein die Hymne der Götten spielt, der Weg gewiesen werden. Okay, eine Hymne. Leider habe ich kein Musikinstrument, außer mein Pfeifen. Ich glaube, das reicht dafür nicht. Oh, nicht gut, da geht's runter. Da geht's runter, da ist der Friedhof und ich sehe immer noch nichts da. Fazit, ich habe ein kleines Problem. Ja, Trick 17. Nee, das war jetzt eigentlich nicht mein Problem, sondern mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wo Cookie ist. Und ich dadurch den Platz sinnlos verlängere. Ah, die sind ja da. Sehr gut. Ja, kommst du mal. Ja, und wieder mal weg. Die sind gar nicht mal so übrig sein. Ich dachte es... okay. Mann! Die Fernbedienung spinnt. Sorry, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo die Dinger jetzt sind. Und das ist mies. Also gut, Freunde, würde man sagen, ich beende hier den Part. Wir haben leider nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich gehofft hatte. Das heißt, es sollte eigentlich noch so weit kommen, dass ich... Oh verdammt, hier komme ich nicht drüber. Dass ich noch Cookie finde und dann würden wir nach Eldin aufbrechen, aber das alles dann halt im nächsten Part und dann garantiert, keine Sorge, da halte ich mich nicht mehr lange hier auf. Ich suche noch ein bisschen offscreen nach Cookie, vielleicht finde ich noch was. Ich werde auch sonst das Wichtigste noch mitteilen. Aber sonst geht es dann endlich weiter nach Eldin. Meine Fresse, dauert das so lange. Vielleicht wissen die ja was und ich hätte doch auch noch was gesehen. Oh, so viele Fragen. Da hat es 2 Truhen, eine die ich jetzt schon öffnen kann, die andere noch nicht. Mach die Tür auf, Mensch! Ich meine die Wand weg. Scheiße, vielleicht mit Bomben. Egal. Wie es weitergeht im nächsten Part von Zelda Skyward Sword. Ciao zusammen.